Ja, wenn man zu lange nachdenkt, tut man zu viel nachdenken, denke ich. Hey, Bro. Oh, Mann. Das sind die Quotenmänner. Der SRF Comedy Talk. Und das war der Haris Seferovic, der nicht nur gedacht hat, sondern jetzt doch auch mal noch getroffen hat. Da haben wir uns sehr gefreut. Reden wir dann darüber, unter anderem auch sonst noch in der Sendung heute. Fliegender Protest, digitales Leben und fließender Strom. Mit mir sind der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Ja, was fragst du so blöd? Nein, wirklich. Jetzt haben wir uns gestern das letzte Mal gesehen und jetzt fragt er, wie die Woche war. Wie sind die letzten 12 Stunden für euch? Schön. Angenehm. Ja. Sehr angenehm. Schön für euch. Einfach mal auch noch das Zweite mit dem Schweizer. Ja. Wunderbar. Nein, aber ich muss ein Geständnis machen. Ich hatte einen riesen Schlitten wegen dir, weil du auf Mallorca bist und nicht im Meer baden. Wir waren 8 Tage dort. Ich bin nicht ins Meer. Jawohl. Du bist ja nicht mal zum Haus aus. Also, Nein, wirklich nicht. Aber zählt viel im Pool auch als Meer? Ich finde schon. Ich finde schon. Ja. Okay, schade. Gilt nicht. Aber da ist es ein bisschen unbequem. In dieser Lounge hat es mir besser gefallen. Ja, da kann man mit den Beinen so zusammenheben. ja, unangenehm. Unangenehm. Ja. Aber unangenehm. Michael Schweizer, wie geht es dir? Du, es geht mir sehr gut, vor allem wenn ich euch die letzte Woche beobachtet habe. Das ist ja, jetzt ist die EM, die Europameisterschaft, und das ist ja schon einfach unspektakulär und langweilig im Großen und Ganzen. Aber man kann sich noch doppelt versauen, oder? Indem dass man wie ihr zwei Iltis an einem EM-Tippspiel mitmacht, oder? Die ganze Zeit. Du, oh, was habe ich da? Was hast du dort? Ja, ich weiß auch nicht. Und dann am Schluss, oh nein, jetzt ist da das Goal passiert. Schau, irgendwie Ungarn gegen was weiß ich, gegen Polen, irgendein Spiel, das keinen interessiert. Am Schluss kommt das noch top. Oh nein, mein Tipp ist falsch. Da. 1 Hühnerei. Am Schluss Vergleich. Und wie viele Punkte hast du? Ich habe 43. Ich habe 44. Ah ja, und was hat der Sieger, respektive was hat der Führende? Ja, 1812. Also wirklich so, ihr habt es bewiesen, ihr habt keine Ahnung von Fußball und ihr regt euch nur auf an euren eigenen Tipps. Ja, können wir vielleicht noch schnell sagen, dass Simona, die in der Regie ist, du bist, glaube ich, aktuell Führende, gell? Ja, ist das so? Ja? Das ist geil. Einfach nur zum Sagen. Simona, wie viele Punkte hast du? 113, glaube ich. 113 Punkte, bis wie viele Punkte Bravo. hast du? 89. Ja, voilà. Nein. Doch. Okay, gestern sind es 43. Okay. Ja, vor allem der Schweizer ist so ein Schnarr. Er hat die Hälfte nicht mitbekommen, weil er ist geschlafen während dem Spiel. Am Handy war oder was auch immer. Ja. Leg's weg! Anyway. Ich bin auch ein bisschen nervös. Jetzt nicht nur wegen dem Tippspiel die ganze Woche, weil ich habe immer auf den Anruf von Wladimir Petkovic gewartet. Ja. Weil ich bin ja blond und kann nicht Fußball spielen. Und ich habe immer gedacht, jetzt kommt das Aufgebot irgendwann. Es ist in der Post. Ja, es ist in der Post. Unterwegs ist nicht gekommen. Ja. Aber sie haben es ja jetzt ein bisschen wieder gut gemacht mit dem Spiel gegen die Türkei. Ich habe ja extra noch den Flug verschoben. Ihr seid ja um 12 Uhr heimgeflogen. Und da habe ich gedacht, ich muss mir das Spiel von der Schweizer Nazi nicht geben. Ich gehe auf den 18:40 Flüger. Da kann ich auch den ganzen Tag noch ein bisschen die Sonne geniessen und so. Turns out, nicht so eine gute Idee gewesen. Ich konnte dann das Spiel schauen, und zwar am Flughafen. Weil ich bin dort angekommen und nachher es ist zuerst mal eine Stunde nichts passiert. Ja? Also, dann ist mir mein Vater entgegengekommen, der mit dem Flüger oben runtergekommen ist, wo ich hätte zurückfliegen sollen. Und sagt, du, bei uns ist das Kabinenlicht ist ausgestiegen. Dann sagt er, ja gut, dann kommt jetzt der Elektriker und dann fliegen wir wieder. Und sonst ist es ja auch gleich. Wir fliegen ja in die Nacht rein, da kann ich wenigstens pennen, das ist ja alles okay, oder? Und dann ist eine Stunde lang nichts passiert. Und dann irgendwann, nach einer Stunde ohne Infos, kommt so eine unverständliche Durchsage in einer Mischung aus Spanisch und Deutsch. Kennst du das, wenn du zuerst hören musst und nicht weißt, welche Sprache das ist? So eine war es gewesen. Und dann, wo man dachte, okay, jetzt kommen die Infos, dann macht es so. Und dann kommt über die Gesamtanlage vom Flughafen, über alles rein, dann Durchsage, man soll doch jetzt bitte Gesichtswindeln überall anlegen. Wir haben nicht verstanden, was die anderen uns wollten sagen. Sind wir wieder ohne Informationen dort gesessen. Und plötzlich steht einfach auf dem Abflugding, wo vorher Zürich stand, Bilbao. Okay, ja, schon nicht bist so du auf Bilbao? Ich fand ja gut, das ist auch schön. Atletico. Das ist schön, wenn es schönes Wetter. Und dann nachher sind die Ersten fragen und dann kennst du das, wenn jemand eine Info hat und dann verbreitet sich so durch den ganzen Terminal durch. Und all die Schweizer dort an dem Gate? Also erstens mal haben wirklich alle den Match geschaut und einfach so jeder Zweite hat noch irgendwo auf dem Handy den Match geschaut am Flughafen. Und dann sind die Ersten gefragt, was los ist, und dann der Erste, der laut sagt, «Was, 9:30?» Und dann dachte ich, wie 9:30? «Was? Nein, nicht erst 9:30! Können wir umbuchen?» Weil das hat ja um 7:45 am Flüger gehabt. Jetzt ist Folgendes passiert. Ja. Jetzt ist der Flüger, wo ihr vermutlich noch damit runter sind und mein Papi dann wieder zurück auf Mallorca ist, bei dem ist nicht nur irgendwie ein bisschen Licht ausgestiegen, der ist komplett abgelegen. Gut, wir haben auch tun wie die Affen. Ja, wir haben eine riesige Party gehabt.
Ja, sorry. Auf jeden Fall haben wir dann alle zusammenstehen. Es hat nur ein Lautsprecher dort funktioniert. Und dann sind alle irgendwie 130 Passagiere sind unter einem Lautsprecher dort gestanden. Dann ist das gekommen. Hört, der Flüger ist kaputt, technische Problem. Sie haben gerade einen neuen losgeschickt in Zürich. Jetzt ist also ein Flüger unterwegs in Zürich. Gesamtverspätung 4 Stunden etwa. Also wir werden erst nach der 10 dann abfliegen. Ja. So. Dann bin ich natürlich grausam frustriert gewesen, weil ich dachte, komm, das ist jetzt eine endlose Zeit. Da habe ich gefunden, jetzt leiste ich mir etwas, jetzt gehe ich in eine Lounge. In eine Lounge? In eine Lounge. Das mache ich sonst nicht. Ja. Aber es gibt so einen Priority Pass, den du lösen kannst. Da kannst du für 50 € kannst du in die Lounge. Ja. Wo sonst nur Business-Flüge etc. Ja. Und so. Und dann nachher bin ich dort reingegangen. Natürlich nicht viele Leute, das ist ja der Vorteil von der Lounge. Das ist Essen, Trinken, alles inklusive. Und ich dachte, das ist super für den Hund, weil Foxy muss ja in dieser Box sein während dem Flug. Ja. Dann kann ich sie wieder rauslassen. Ja, Boxy muss in in der Foxy, ja. Ja, Foxy. Ja. Und dann habe ich sie angemacht dort an dem Tisch. Rundum kein Mensch. Gell? Nach 2 Minuten kommt eine Angestellte von dieser Lounge und sagt, Entschuldigung, können Sie bitte den Hund wieder in die Box tun? Da habe ich gesagt, nein, jetzt will sie schnell raus, weil sie ist nachher wieder irgendwie 2 Stunden in dieser Box mindestens. Oder so. Ja, nein, das sind die Regeln da rein, wegen der anderen Gäste. Es darf der Hund nicht frei rumlaufen, also oder alleine auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber es hat links und rechts keine Gäste. Also es ist niemand da. Und dann sagt sie, ja, das ist gleich, es ist die Regel. Ja. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich könnte mir am Arsch lecken. Diktatur! Ich bin gerade wieder rausgegangen. Ich fand, ich zahle dich nicht 50 €, dass ich nachher meinen Hund noch in eine Box rein tun muss, während dem kein Mensch rundherum ist. Also wirklich völlig absurd. Das Geld hast du aber nicht zurückbekommen. Nein, natürlich nicht. Ja, das hast du dann aber gezeigt. Ja. Also wirklich, ich bin einfach ganz hässig rausgelaufen, wie man das macht als Schweizer. Sieg auf der ganzen Sieg Linie. auf der ganzen Linie. Ich habe mich innerlich gefreut, dass ich hässig rausgelaufen bin. Und im Nachhinein am Radio darüber schwätzen. Es ist dann aber gleich noch gut gekommen. Wir haben dann 4 Turnerinnen vom Damenturnverein Vilmergen, liebe Grüße an dieser Stelle, geschrieben, sie sagen auch am Warten, wie sie meine Insta-Story gesehen haben, wo ich mich aufgeregt habe. Wir zusammen ein lustiges Video machen, das haben wir dann gemacht. Also du hast dich aufgetragen, oder? Ich habe ihnen geschrieben, ja, könnt ihr bitte ein Video machen? Ihr kennt mich doch aus Instagram. Schaut da bin mal. ich. Das bin ich, das ist der Rainer Maria Salzgeber. Da bin auch ich mit der Paris Hilton. Sie haben schon gesagt, was macht jetzt der Jons? Belästigend uns. Nein, wir haben auf jeden Fall die Zeit dann so ein bisschen schneller rumgebracht. Wirklich eine lustige Truppe dort. Und sind dann irgendwann um 10 Uhr in den Flüger rein. Und dann hat es sogar etwas gegeben, was ich sonst hasse im Flüger, und zwar Applaus. Ja. Weil der Pilot Durchsage gemacht hat, oder nein, ich glaube, Maître de Cabine war, hat Durchsage gemacht und gesagt, es tut uns wahnsinnig leid für die Verspätung. Wir haben leider auch kein Catering, weil das haben wir so schnell natürlich nicht mehr auftreiben können. Aber wir haben Tschöckeli. Und wirklich der ganze Flüger, bravo, wir haben Tschöckeli. Haben sich alle über Tschöckeli gefreut. Bei uns hat es keine technischen Probleme gehabt. Und Und wir haben kein auch Schöckeli. Schöckeli Ja, wir haben bekommen. Schöckeli. Und Getränk. Und haben wir nicht noch Champagner? Ja, Champagner. Und du, hast du das Filet eigentlich genommen oder hast du den Fisch genommen? Nein, das viele gehabt. Okay. So, wir machen an dieser Stelle eine Unterbruch. Bitte legen Sie Gesichtswände an und stellen Sie die dummen Kommentare ein. Ja. Also, abschliessend möchte ich wirklich nur sagen, ich habe mich zu Tod aufgeregt, als ich am 6. Tag gesagt habe, Swiss verflucht von der letzten Dreckslade, ich buche nie mehr mit dieser Scheiss-Airline. Das wird dich dann halt so richtig aufregst, oder? Ja. Und dann bin ich im Flüger gesessen, es war 10:30 abgehoben, wie ich sonst auch bin, aber das mal mit dem Flüger, und habe irgendwie müssen sagen, doch, das ist eine ziemliche Meisterleistung. Wenn du schaffst, so schnell einen Flüger runterzuschicken, Voilà. wo retour kommt, wo die Nachtsperre, das wird sie ziemlich viel Geld gekostet haben. Sie hätten auch einfach können sagen, weißt du was, gehen morgen retour. Oder? Wir sind nach der Nachtsperre Wir sind nach der Nachtsperre gelandet, sprich, die haben nochmal ordentlich Kohle müssen Wo zahlen. man keine Freude wegen dir. Ja, das war mir scheißegal in dem Moment. Dann wohne nicht am Flughafen, wirklich, wenn es dich stört, dass es Fluglärm hat. Und nachher haben sie wirklich eigentlich alles gemacht, um uns dort zurückzuholen. Und darum auch Super. nach der ersten Aufregung grosses Lob an die Swiss. Aber wir müssen sagen, wir hätten uns noch fast gekreuzt, oder? Weil wir sind etwa gleich lang, wie du am Flughafen in Palma gewartet hast, haben wir am Baggage Claim noch gewartet, bis unsere Koffer raufgekommen sind. Recht lange nicht gekommen. Wirklich? Nein, ja, es sind sofort gekommen. Also wirklich. Es war ja der letzte Flug. gewesen. Ja, Die das haben ist sonst nicht mehr viel. einfach gewesen. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Nicht nur Lob an die Swiss, sondern auch an die Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Wir müssen das jetzt gleich noch mal schnell aufnehmen. Also 3:1 gegen die Türkei. Man ist ja noch nicht ganz sicher weiter. Oder? Ich bin sonst auch ein bisschen verwirrt gewesen, muss ich zugeben. Ich habe gesehen, das Spiel gegen die Türkei und was, die spielen Fußball, die schlägeln gar nicht. Das stimmt nicht mit ihnen. Ja, Das das stimmt nicht mit denen. Ja. Hat einfach gefehlt. Das ist ein bisschen komisch. Ist es so? Ja, nein, und es hat ja gleich aber noch so eine politisch heikle Szene gegeben, oder? Scheck schiesst 2-0. Macht er den Doppeltorschütz? Heikel. Aber es ist ein bisschen typisch für die Schweizer Nationalmannschaft. Der Mann von der Bank hat Erfolg. Oder schweizerischer geht es nicht. Das stimmt. Er ist auch wirklich auch bei Liverpool ist er also eine Bank. Das Ja, ist eine Bank. Das kann man sagen. Das ist
Ich habe gehört, der Jan Sommer hat in der Pause noch schnell einen Snack offeriert für alle, ein Stück Mutterkuchen. Das ist schon verdammt schnell gegangen. Ja. Das ist verdammt schnell. Mega schnell. Nein, der Jan Vater hat sich keine Sommerpause gegönnt. Super. Ratzfatz, Backbub, auf und ab. Nicht schlecht. Sie haben ja auch gefragt, wie läuft es bis jetzt? Ich habe gesagt, ja, Zangengeburt, das Turnier. Aber, Ja. Jetzt, was meint ihr? Achtelfinale? Ja, nein? Mädchen oder Bub habe ich gemeint. Ich weiß es gar nicht. Was meint ihr? Ja. Lange es nicht? Ja, das muss ich also Ja, wir hoffen es mal. Aber es spielt wie auch nicht so ein Ruggel, wenn sonst ist dann nachher fertig. Ja, das wahrscheinlich. Ich finde es schon lustiger, wenn der Hass gegen die Nationalmannschaft gross ist, als wenn sie gefeiert wird. Ich finde es einfach lustiger, wenn man sich über die blondierten Haare irgendwie aufregt. Ist das wirklich... Ja, es hat einfach mehr Unterhaltungswert. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben uns ja auch, man muss auch sagen, das ist ja auch ein Wahrsager-Podcast, den wir hier haben. Ja. Wir können vielleicht ganz schnell eine Woche zurücklassen, da haben wir Folgendes gesagt. Er schiesst uns noch weiter. Auf Nein, Mal macht er Klick. nicht. Mal. Nein, Doch. Nein, weiter nicht, aber er wird noch... Irgendein Glanzstückchen bringt er. Jede Wette. wird er noch bringen. Ja, das ist eben das Gemeine mit Xherdan Shaqiri, wo ich immer ein bisschen finde, er ist leicht überschätzt von Medien, von allen. Und immer dann, wenn mir die Leute so langsam wieder anfangen, recht zu geben, dann haut er einen raus. Wirklich, dann haut er einen raus, der einfach wirklich nur er kann. Ich meine, Du Arsch, jetzt habe ich wieder nicht recht gehabt. Zum Xherdan Shaqiri, der kann schiessen und da ist Goal zum 2:0. Was für ein Schuss! Ja. Und beide Kisten, die er macht, sind wirklich Weltklasse. Riesig, Ja, mit einfach dem riesig. schwachen Fuß. Riesig. Also als kleine Wiedergutmachung für das, was ich gesagt habe, er sei untalentiert. Nein, das habe ich ja nicht gesagt, aber einfach für das. Er sitzt jetzt hinter mir, er sitzt mir im Nacken. Für die, die es schauen, auf YouTube, der Xherdi ist direkt hinter mir. Und hofft wahrscheinlich, wie ich auch, dass wir ins Achtelfinale kommen. Ja, natürlich, Ja, das wäre ja lässig. für das brauchen wir jetzt einfach wirklich die beste Eigenschaft und das grösste Talent von der Schweiz. Jetzt müssen wir können rechnen. Ja. Das ist, Das ist richtig. wir schaffen es nur, wenn wir jetzt können rechnen. Buchhaltung können wir. Ja, Da können wir, da sind wir gut. Das stimmt. Jetzt geht's ab. Aber wenn wir auch noch mal über Haar und alles diskutieren, Eigentlich ist ja fast alles gesagt. Ist schon gesagt. Aber es hat gleich einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Das Gejammer jedes Jahr, ob die Nazi-Spieler singen bei den Hymnen. ja. Singen. Ja. Weißt du, los, müssen sie noch tanzen. Geh ein Musical schauen, wenn da etwas wert ist. Wirklich. Wenn da wichtig ist. Es regt mich auf. Wirklich. Die sollen shooten. Ist doch egal, ob die singen oder nicht. Mir ist es egal, welche Frisur die machen, das hat nichts mit der Leistung auf dem Platz zu tun. Mir ist es egal, ob sie die Hymnen singen, das hat nichts mit der Leistung auf dem Platz zu tun. Was mich aber aufregt, ist, wenn du so grosskotzig auftrittst in Interviews und mit der Riesenkerren anfährst und weiss ich was und dann nicht ablieferst. Das ist schwierig. Ja. Und es ist ja nicht, weißt, es hat nicht am Talent gemangelt, sondern es ist offensichtlich der Einsatz, der in den ersten 2 Spielen nicht gestimmt hat. Das stimmt. Aber dank dieser Haltung, weißt, weil sie mit Lamborghinis anfressen, haben sie die Frechheit auf dem Platz. Wenn du es vergleichst mit früher, ist nein, möglichst der Ball weg und möglichst fort mit dem Zeug. Und jetzt haben sie die Frechheit, zum einmal abdrucken von jemandem, wo es nicht möglich ist, und dann landet er im Kreuz. Ja, ich bin nicht sicher, ob das am Lamborghini liegt, aber Nein, nicht nur, aber es ist so ein Teil. ich glaube, das ist viel Eitelkeit dort einfach. Und ich finde, das überträgt sich auch auf den Platz. Ich kann es nur noch mal sagen, es ist halt einfach, wenn du einem 25-Jährigen mit einem Verstand von einem 16-Jährigen 10 Millionen Prozessor zahlst, das ist das Resultat. Ja. Es ist einfach so. Das ist ja nicht einmal... Das ist nicht mal böse, weil die werden ja dann alle reifer und so. Stell dir vor, wir wären Absolut, 25 absolut. und die würden uns schön 10 Kisten überweisen. Mehr würde ich zum Lamborghini-Vertreter aber haben. Ja, eben, ich würde das morgen machen. Ja, also für das würde ich auch ein Gola neben mir haben. Kein Problem. Wirklich. Stellen wir das hure Gola an. Also wirklich, auch wenn ihr künftig bei diesem Podcast das Gola anstellen oder irgendwie, meldet euch, wir machen es. Wirklich, wir stellen es nicht weg. Nein, ist alles, keine Umstände. ist alles okay. Nein, das war auch so eine Diskussion. Oder? Der Ronaldo, der das Gola wegstellt, nachher der Pogba, was hat er weg? Der Bierflasche hat er dann, glaube ich, weg da, oder? Sponsorenthema. Ja, es ist so ein bisschen, man versteht es ein bisschen, aber es ist so ein bisschen heuchlich. So, Sponsoren, wir sind ja schließlich die Alternativliga. Ihr seid fucking Fußballprofis. Gehört zum Business. Dann sind wir wirklich in der falschen Branche tätig. Ja, aber vielleicht ist es einfach auch so, dass irgendwo in einem Paralleluniversum, oder, stellt der Coca-Cola Ronaldo einen Cristiano auf den Tisch. Meinst du? Ja, das könnte sein. Könnte schon sein.
Ja, das mit dem Sponsor ist so ein bisschen, wir haben das auch gelernt, wie mit den Mucken auf Mallorca, sie kommen ungefragt. Ja. Aber man weiss, man geht dort hin und dann muss es halt akzeptieren. Ja, das oder? ist so. Ja, das stimmt. Ja, aber so das Cola ist böse. Ja, dann lieber das Wasser, das irgendwie von 5 Dörfern abgegraben worden ist und man tut es jetzt in Fläschchen füllen und verkauft es wieder teuer. Ja. Ich verstehe schon, ja, Gesundheit. Moralisch, nee. Ja, wobei, es ist ein Getränk, das zu einem Großteil aus Zucker besteht. Oder? Du könntest auch von den Spielern irgendwie verlangen, dass sie noch ein Päckchen Zigaretten oder Schnaps dort. Stell dir vor, sie müssten rauchen. Also, der Sponsor kommt, schau, jetzt ist es so, Cristiano, wir haben das Problem, oder? Wir haben da den Sponsor, das ist der Zigarettenhersteller, und der zahlt wirklich mega viel Geld und der möchte eigentlich, dass du während der PK rauchst. Ja, vor allem musst ist das möglich? Vor allem musst du dem Cristiano noch beibringen. Nein, nicht so rum. Du musst Ziege kehren. Naja. Ich weiss gar nicht, wie es beim Cristiano... Hat er die Hymne gesungen? Ich frage für das Boulevardblatt. Oh, ich weiss nicht. Ja, nein, also weißt du, kein Fläschchen mehr auf den Tisch stellen. Darum ist nachher auch VW eingesprungen, alternativ, oder? Als Co-Sponsor. Ja. Haben das Auto hingestellt. Da trägt er nicht weg. Das trägt er nicht weg. Das ist so, Komisch, ja. Ja, gut, aber du... Der Roger Federer hat noch Platz für Sponsoren. Der könnte ja... Bist du sicher? Er nimmt es vielleicht. Wenn Coca-Cola nicht will, bei der UEFA und so, der Roger, der macht das. Also, wenn du an einer Pressekonferenz etwas willst herstellen, wo der Cristiano Ronaldo ganz sicher nicht wegstellt, dann tust du einfach einen Spiegel an. Ja. Der kommt die volle Aufmerksamkeit über. 100%. Die UEFA war ja auch hässlich. Also, ich meine, verständlicherweise. Oder? Und hast du gehört, wann er eine Strafe bekommt? Er muss zu den nächsten Match in einem Coca-Cola-Kostüm spielen. Das ist nicht ganz einfach. So eine riesige Flasche aus so Neopren umeinander. Ja, so eine Maskottchen. Ja, will wahrscheinlich trotzdem seinen Topf machen, den er pro Spiel macht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder er überlegt sich so die nächste Protestaktion und kommt mal mit dem Gleitschirm oder so. Das wäre auch schön, wenn er mit dem Gleitschirm hier fliegt. Nicht nur mit Gleitgel. Nein, sondern auch Haargel hat er nicht verwechselt. Haargel, Entschuldigung. Ja, das war auch so eine schöne Aktion im Deutschlandspiel. Also eigentlich nicht so eine schöne Aktion. Es ist misslungen. Es ist auch nicht ganz so, gar nicht so gut gelaufen, wie sie gedacht haben. Bei Greenpeace, der mit dem Gleitschirm einen oben runterkam, hat eigentlich nur einen Fußballball reinrühren und dann entschieden, nein, ich lande jetzt, aber das mit Bruchlandung und allem gar nicht mal so gut gewesen. Gar nicht mal so gut gewesen. Und ich das gesehen, ich dachte, die Zeiten der Leserbriefe sind vorbei. Ja. Kritik geht heute anders. Ja. Weißt du, mit Hasskommentaren. Ja, ist auch nicht mehr wert. Ja. Gut, wobei, sind wir froh, hat er nicht den A380 genommen. Nein, können böse ausgehen. Das stimmt. Aber so richtig böse. Ja. Also die Protestaktion ist gegen den Sponsor gewesen, auch wieder, oder? Gegen VW. Ich finde aber, wenn er für etwas keine Werbung gemacht hat, dann für Gleitschirm. Nicht ganz. Nein, nicht wirklich. Nein. Aber wenn man es positiv gesehen hat, weißt du, mit dem Gleitschirm oder dem Fallschirm oder was gekommen, oder? Wenigstens ist er nicht nackt gewesen. Es gibt doch immer so die nackten Fallschirmflitzer. So gute Videos. Schaut euch das an. Ja, aber was stellt auch einfach ein Stadion auf dem Gleitschirmlandeplatz? Ja. Was war zuerst? Stadion oder Gleitschirmlandeplatz? Ja, das war mal eine Brache. Voilà. Irgendwann werden sie alles wieder brachen. Hartun. Der Untergrund war ein bisschen rutschiger als erwartet. Haben wir ja auch gesehen. Das ist nicht auf den Füßen gegangen. Es ist direkt ausgeschlüpft. Aber es ist kein Wunder, wenn du mit einem Gleitschirm kommst. Das sind deine berühmten Wortspiele. Ja. Wobei, was ich mir gut vorstellen kann, so aus eigener Erfahrung, oder? Der Unfall ist nur passiert, weil er auf das Navigationsgerät vom Volkswagen-Konzern gesetzt hat, oder? Weil die sind nicht so genau. Ja, hast du deine Erfahrung gemacht? Ja, ich habe meine Erfahrung. Ja. Nein, im Grundsatz, ich find, so Aktionen sind ja nicht so schlimm. Also eine UEFA vertreibt, wenn irgendeinen falschen Ball dort reingeht und die protestieren gegen etwas. Es ist jetzt in dem Fall einfach ein bisschen scheps gelaufen. Ja, und ein bisschen gefährlich geworden. Ja. Also es sind doch immerhin 2 Leute verletzt worden, klar, nicht schlimm, aber wenn der einen halben Meter tiefer fliegt, dann ist er ziemlich sicher mindestens schwer verletzt und die er dann auf dem Weg mindestens 4 Fußballspieler auf dem Platz haben so tun, als hätte er sie getroffen. Die sind einfach 10 Meter nebendran schon umgekehrt. Der eine ist schon am Boden gelegen, der ist noch oben in den Kabel gehangen. Ja, das ist ja auch noch so etwas. Also, da hast du ja gesehen, dass der ist doch noch dort in die Spider-Cam. Da hat er dann irgendwann gemerkt, dass der hat eigentlich wirklich einen Schwein gehabt. Der hat richtig Schwein gehabt. Dass er richtig blöd rauskommen konnte. Die tun
über dem Stadion haben die 4 Kabel, wo aus jedem Ecke vom Stadion kommt ein Kabel und das kreuzt sich quasi in der Mitte und auf dem Kreuz hängt eine Kamera, wo man mit einem Schlitten hin und her fahren kann. Die sogenannte Spider-Cam. Die zeigt dann so die Bilder aus der Vogelperspektive und kann über das ganze Feld gesteuert werden. Und in diesen Stahlseil oder Drahtseil ist er bleiben hängen, hat noch kurz den Schirm noch fast noch zusammengelegt. Und wenn es ihm dort, das sind vielleicht 50 Meter max über Boden, den Schirm zusammenlegt, dann kommt er runter wie ein nasser Sack und knallt einfach. Weil dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und dann machen wir dann nicht den Eriksen und stimmen nochmal ab, könnt ihr shooten? Ja, sondern dann ist das Spiel, wenn dort einer aus 50 Meter runterkommt und alle können zuschauen, das ganze Stadion. Ach shit, ja. Nein, unschöne Bilder. Ja. Uff. Ja, und man muss sagen, ich habe mal für eine Produktion geschafft im Hallenstadion, wo auch so eine Spider-Cam zur Diskussion gestanden ist und man hat es dann nicht gemacht, weil, weißt du, was das kostet, das Montieren von so einer Spider-Cam? Ja, für das Vermögen. 250'000 Franken. Okay. Das ist halb so teuer, wie du bist an dem Mal. Ja, natürlich, aber es hat sich ja gelohnt. Das Spider-Cam ist ja auch nur halb so gut wie ich. Ja, natürlich, die kann ja nicht moderieren. Das ist richtig. So stellt doch einfach ein Tamagotchi auf die Bühne. Oh Gott. Lasst das mal. Kommt auch wieder zurück. Ja. Habt ihr gesehen? Tamagotchi kommt wieder. So. Ja, nein, furchtbar. Und, aber mit einer kleinen Neuerung, es hat jetzt eine Kamera drin. Okay. Das macht es viel besser. Aber weißt du, ich habe die Meldung gelesen und habe gedacht, sich liebevoll um ein Gerät kümmern, so streicheln und schauen, dass es nicht stirbt. Gibt es schon. Heisst Smartphone. Hat jeder so ein Zeichen. Nein, wirklich. Ja. Und wenn etwas aus den 90ern zurückkommen, wieso nicht Miss 60 Jeans? Die haben mir viel besser gefallen. Ja, und sie stehen dir auch besser. Ja, natürlich. Ja. Ich habe auch Hüftgold. Ja. Dann leist du noch Buffalo-Schuhe dazu an. Nein, das ist okay. Bitte einfach, dass die nicht so kommen. Wirklich, bitte nicht. Nein, aber sie sind schon. Wirklich? Schon. Ja, man sieht schon. Ist wirklich wahr. An dieser Stelle löhnt es. Ja, bitte. Ja. Aber ich bin auch froh, hat das Tamagotchi eine Kamera. Da gibt es wunderschöne, hochauflösende Bilder aus Schubladen, wo die Dinger drin liegen. Oh, schau, es wird hell. Oh, es wird dunkel. Oh, es wird hell und es wird dunkel. Schöne Schublade. Spannend. Ja. Was hat es mal dort hinten noch liegen? Ja, irgendetwas hast du so ein bisschen am Leben behalten. Oder andere haben das Tamagotchi, wir haben den Stefan Büsser. Das stimmt allerdings. Ja, schön. Hast du heute schon gefüttert? Ich habe gestreichelt. Oh Gott, ja. Ich habe ja mein eigenes Tamagotchi, ich nenne es einfach Foxy. Ja, der Hund, ja. Den musst du auch am Leben behalten. Ja, wobei sie ist recht bedürfnisfrei. Also sie hat, ist das so? Ja, das stimmt. Die haben sie jetzt auch erlebt. Das ist wirklich der Hund. Ist ich habe den Hund, glaube ich, nicht einmal gesehen essen. Ja, sie isst schon, doch. Aber es ist wirklich, sie ist so ein zufriedenes Tier, die liegt da, die macht nichts, die macht keinen Ton, die ist ruhig. Ja, sie ist also wirklich pflegeleichter wie der Michael Schweizer. Außerdem schwimmen. Wenn man krault, dann dreht sie durch. Wenn du in den Pool kommst und anfängst zu schwimmen, dann dreht der Hund durch. Ja, weil sie das Gefühl hat, du vertrinkst. Ja, vielleicht, weiss Und sie weiss ja, sie kann nicht einkumpen und dich retten, weil sie sauft vorher ab. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Nein, so Tamagotchi. Ich habe das Zeug schon dort mal einen Scheissdreck gefunden. Also weißt du, in den 90er Jahren. Jetzt habe ich einen Job und Kind. Ich hätte keine Zeit für das. Das geht nicht. Nein, schläft. Ja. Wirklich. Er hat schon Mühe, seine Kinder am Leben zu behalten. Ja, richtig. Das ist allerdings richtig. Und man kann schon sagen, oder, kaum ist das Corona vorbei, kommt der nächste Zeichen aus Asien. Weißt du, wo niemand darauf gewartet hat und niemand will. Ja. Gut, das Gute ist, man kann jetzt eine App kaufen, die Pflege übernimmt, wahrscheinlich, oder? Ja. Von dem Tamagotchi. Ja, das ist vielleicht dann das Geschäftsmodell. Ja. Wobei, also, man muss schon wissen, das Tamagotchi aus den 90ern, das ist noch verhältnismäßig harmlos gewesen. Oder? Jetzt kommt ja die China-Variante, Entschuldigung, die Alpha-Variante, man sagt ja nicht mehr. Das stimmt. So. Und die ist natürlich, da wissen wir jetzt nicht, ob die Impfung wirklich hilft dagegen. Die verbreitet sich auch 7-mal schneller, das Tamagotchi, als das Tamagotchi. Man weiss aber nicht, ob sie tödlicher ist, gell? Man weiss nicht, ob es tödlich könnte aber sein. Ist mit oder am Tamagotchi gestorben? Ja, ich bin gestorben, als ich aufs Tamagotchi gestanden bin. Nein, dann ist das Tamagotchi gestorben. Tamagotchi. Gut, wissen ihr noch, wo ihr seid, wo euer Tamagotchi gestorben ist? Ja, im Zimmer. Vor dem Kübel. Kaufen wir eins? Unter keinen Umständen. Wahnsinnig. Ich hatte nicht mal eins, was im Train war. Wirklich? Du wahrscheinlich ja schon. Natürlich. Das ist so klar gewesen. Es ist klar. Es geht, Kind. Es geht. Was geht, Kind? Wir haben nur einen Volk gehabt. Und Das ist gleich. Das hat nichts mit dem Laden zu tun. Wahrscheinlich hat es einen Namen gehabt. Hat sicher einen Namen gehabt. Nein, das glaube ich nicht. Nein.
So klar, Tom Agocci. dass der Stefan Büsser das Tamagotchi hatte. Das ist so klar. Ja, jetzt tun nicht, wie wenn das jetzt irgendwie... Die meisten haben das Tamagotchi gehabt damals. Eben, der Aaron hat keins gehabt, ich habe keins. Ja, also die Normalen haben das Tamagotchi gehabt. Ja. Du, es kommen nicht alle gleich gute Start ins Leben über. Zum Beispiel, wenn du in der Gemeinde in Sachsen-Anhalt in Teuschental aufwachst und dort von Erzieherinnen aufgezogen wirst, dann könnte das schwierig sein, weil die sind alle 6 aus dem Kindergarten oder was es war, entlassen worden. Grund für das war das Trinken von Alkohol am Arbeitsplatz. Die haben sich schön einen hinter die Binde gegossen, während sie auf die Kinder aufgepasst haben. Ja, und jetzt sagen alle Eltern, kann ich ein bisschen verstehen. Ja, hätte ich auch so gemacht. Das ist wirklich so, intuitiv. Kind und Alkohol am Arbeitsplatz, oder wie man auch sagt, die katholische Kirche. Oder? Also, Messwein um meine Strafen. Das ist so ein bisschen, das kennt man von dort, oder? Das ist so. Und die eine Mutter, das gehört hat, ist ihr von Schreck wirklich gerade die Bierdose auf dem Wickeltisch gegeben. Was hat die gemacht? Spitzdelle! Ja, aber jetzt lassen wir langsam. Alkohol in Ostdeutschland oder wie man auch sagt, eine Perspektive. Das ist so. Wobei man muss die Erzieherinnen schon auch ein bisschen verstehen, oder? Die haben harte Zeit durchgemacht. Das sind alles Paarfrauen gewesen, die jetzt während Corona umgeschult worden sind, oder? Stimmt. Die sind sich gewöhnt gewesen, während der Arbeit mal noch schnell zwischen ihnen rein. Und das stellst du jetzt nicht einfach so um, oder? Ja, sie haben ja zu ihrer Verteidigung gesagt, schau, ohne Alkohol ist das nicht auszuhalten. Also die Eltern. Die Kinder gehen noch, aber die Eltern die können wir holen. Das stimmt auch. Das ist dann mühsam. Gut, aber eben, vielleicht haben sie schon getrunken gehabt. Weißt, sie sind dann einfach ein bisschen voll noch an den Arbeitsplatz gekommen. Haben wir übrigens mal eine Kindergärtnerin, keine kleine Anekdote am Rand. Sie sind in den Kindergarten gegangen. So, haben gewartet, ist die Kindergärtnerin nicht da gewesen. Die war immer pünktlich, oder? Hat immer uns die Türen aufgemacht. Ist nicht gekommen. Es war Fasnachtszeit. Ui. Dann kommt die Kindergärtnerin um die Ecke, noch im Kostüm. Und macht uns den Kinski auf. Wir haben uns nichts dabei gedacht, hat natürlich gefunden, das ist eine lustige Kindergärtnerin. Im Nachhinein muss man sagen, ja, die ist direkt von der Fasnacht gekommen. So einen haben wir auch gehabt. Der Vater vom Kollegen von mir, der ist auch nach Fasnacht ist der so verladen gewesen. Also die Geschichte haben sie mir dann erst später, als Kind kommst du es nicht mit über, das war auch Kindergarten gewesen. Und dann gibt es doch so die Tage, das ist irgendwie, also ich weiss, ist es Fasnacht? Auf jeden Fall ist es noch später, das ist dann noch irgendwie Osterzeit oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist der am Abend vorher grandios abgestürzt und am nächsten Tag war Eier ausblasen. Und er ist sturzbetrunken und hat über den Tisch hingekotzt. Weil er haben so Eier ausblasen mit dem Kind. Das ist so verlassen. Viel schlimmer wird es. Ich mag mich nicht mehr erinnern, aber das ist wirklich eine riesige Geschichte. Ui, nein. Riesige Geschichte. Ui, nein. Weißt, es gibt ja nichts Schlimmeres, Nein. als man kann dann noch Eier ausblasen. Wirklich einfach das Schlimmste. Kleines. Ja, aber Grüße an die Judith. Sie war eine gute Kindergärtnerin. Trotzdem. Grüße. Ganz lustig. Ja. Ja. Wahrscheinlich war es die lustigste Stunde, die wir je hatten. Kann man vorstellen. Das gibt es immer noch, oder? Kindergärtnerinnen. Vielleicht wird das dann irgendwann auch mal digitalisiert und nachher tun Alexa und Siri den Kindern Sachen beibringen, wie man Eier ausbläst oder zum Beispiel auch Schweizerdeutsch. Alexa und Siri lernen jetzt Schweizerdeutsch. Auch eine Meldung aus dieser Woche. Die beiden Hochschulen ZHAW, also Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und Fachhochschule Nordwestschweiz, die haben eine digitale Datensammlung erstellt von Deutschschweizer Dialekt und wollen das jetzt beibringen. Ja, also deutlicher wie der Wuja können sie es sicher schon. Das ist nicht so schwierig. Ich muss sagen, Ja, Entschuldigung. Hast du jetzt Was willst du sagen? was hat der Das will Wuja ich sagen? erleben. Nicht, mach weiter. Nein, ich will, dass du jetzt Das will ich den jetzt auch. Wuja nachmachst. Ich will sagen, der Kindergarten und Alexa, Siri. Es ist zu wenig betrunken. Die Zunge muss mehr lallen. Ich würde sagen, Ich könnte sagen, die Zunge lallt ein bisschen. Das ist Stimmt. ungefähr. Aber es ist ein erstes, also ich finde es Ja. schön. Es ist, Jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, wenn wir dann, also wenn ihr jetzt einfach den Podcast eingeben, oder? Zum Lernen. Für Siri und Alexa, welche Wörter lernen sie? Gesichtswindeln, auf jeden Fall. Ich finde das sehr lustig. Können wir das, warte, ich gebe es mal ein da. Gesichtswindeln. Gesichtswindel. Ja, Ist gut. Es funktioniert. Es Voilà. funktioniert, Voilà. ja. Was? Oder wenn, warte, für den Schweizer, warte. Der Schweizer etwas beibringt. Nussgipfel. Ah, schön. Nussgipfel. No skip. Hunger über. Dann irgendwie klopft die weg oder so. Wäre Ja. lustig. Ja, dann verstehen die Geräte auch endlich, wenn ich sage, spiel Musik durch Nacht. Die Frage ist, wem sagst du das bis jetzt? Ja, selber, jetzt muss ich sie tippen. Jetzt musst du sie tippen. Spiel Musik, du Knecht. Aber schau, Siri und Alexa sind erst richtige Schweizerinnen, wenn sie auch richtige Schweizer Namen haben. Oder? So, Stimmt.
die Alexa Bischofberger Scharlinger, oder? Und Ziri Muckli Meisterhans, dann weisst du, dann könnte es in den Nationalrat gewählt werden. Ja, das oder? stimmt. Ja. Stell dir mal vor, du sagst, Alexa, wie ist dein Name? Alexa Bischofberger Scharlinger. Das ist schon ein bisschen voll. Schon ein bisschen voll. Es war schon beim Bujo. Fix, ja. Du, wie heisst deine Kollegin dort hinten? Siri Muckli Meisterhand. Ziri Muckli Meisterhans. Arbeitet fix auf der Kita. Und betrinken sich. Ja. Ich glaube, so der Walliser Siri, der programmiert das Alkoholproblem auch direkt ein, oder? Ja. Das ist so, definitiv. Gibt es gar nicht anders. Es muss schon ganz schweizerisch sein. Wir sagen ja nicht einfach «Hey Siri!» So, da muss ein bisschen mit Anstand sein, jedenfalls gespielt, oder? Ja. Da muss ein bisschen «Excuse Siri, könnten Sie echt so in dem Stil?» Entschuldigung, immer Entschuldigung. Ja. Lass du uns jemand, der Muckli Meisterhans zum Nachnamen heisst? Ich weiss es nicht. Ist wahrscheinlich. Ja, falls ja, bitte schreiben. Das wäre sehr Unbedingt. lustig. Ja. Können das ein Eintrottinett gönnen. Jawohl. Unter allen Muckli Meisterhansen. Verlosen wir eins Eintrottinett. Occasion. Ja, eine Occasion aus dem Rhein. Jawohl. Habt ihr auch gesehen, in Köln. 500 E-Scooter haben sie aus dem Rhein rausgezogen in Köln. Das ist nicht gut. Darum haben die Anbieter jetzt gesagt, sie wollen handeln, wenn sich stärker an dieser Bergung beteiligen. Außerdem verbieten die Firmen jetzt, dass Trottoirs näher am Fluss abgestellt werden. Und das Allerschlimmste, oder? Auf über der Hälfte von diesen 500 Trottinetten ist noch einer gestanden. Das ist vor allem, Das ist fast ein bisschen tragisch. das ist ja. tragisch. Ja. Ja, es gibt schon eine Lösung. Weißt, einfach verbieten das Glump. Ja, Wirklich wahr. Will helfen. ja, wobei ich finde, man kann den Leuten, die das jetzt in Rhein nicht da haben, auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ich meine, das heisst ja rein. Aha. Es heisst ja nicht stellen am Fluss ab, es heisst rein. Aha, ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das Problem. Wobei ich gehe jetzt nicht mehr in den Rhein baden, oder? Plötzlich kostet es 1,50 Franken pro Minute. Da weisst du nie. Ja, Zahlst oder, auf den ja, Kilometer. Ja. oder aber das Badeerlebnis wird ein bisschen elektrisieren. 500 Akkus Strom geben. Der E-Scooter, das ist so das Stand-up-Paddel vom Strassenverkehr. Nein, wirklich. Nein. Jetzt wirklich noch selten jemand auf diesen E-Scooter gesehen. Das sieht nach einem coolen Gut, Typ oder es coolen sind Frau aus. immerhin keine Segways. Es Sieht noch ein bisschen blöder aus. Es sieht wirklich nicht gut aus auf diesen E-Scooter. Aber wenn man schon mal mit so einem gefahren ist, es macht Laune. Der einzige Grund, wieso ich nicht so ein Abo habe von so einem E-Scooter-Anbieter ist, mich gruselt es, die Griffe anzulangen. Das ist dein grösste Problem nicht. Da, Okay. weil ich genau weiss, hat irgendein Schnudderi hat da vorher... Huren abfettelt die ganze Zeit! Hat irgendeiner hat die Griffe abgefötet. Nein. Kann ich nicht gern. Das also, gruselt mich. Michael Schweizer portet gruselt nicht mich. gern. Ja, hat nicht so gerne Fotos. Und darum war es auch das wieder gewesen für diese Woche. Die Fotomänner, wir kommen nächste Woche wieder da. Das ist der SRF Comedy Talk. Mit dem Stefan Büsser, Aaron Herz und dem Michael Schweitzer. Produzent Domenico Blass. Gesamtverantwortung Susanne Witzig. Ah, stimmt, wir haben noch die eine Meldung vergessen aus dem Jawohl. Beromünster. Es geht nicht um die UKW-Abschaltung, sondern es geht um ein Modeaccessoire, wo sich der Michael Schweitzer dafür interessiert. Da hat einer die grösste Hose der Welt genäht in Beromünster. Wo ich das gelesen habe, ich gemeint, der Aaron sagt die grösste Hose von dieser Welt. bist Aber ein Hurenaffe. offensichtlich bist du abgelöst worden. Lass Die die grösste Hose von der Welt. Schweiz, wir wissen ganz genau, dass du gerade 2 Stück bestellt hast von dieser Hose. Fix. Ja. Ersatzhose. Weißt? Ja. Also die Hose ist 70 auf 40 Meter groß. Wow, okay. Ich weiss jetzt auch nicht, ob dir die passt. Oder ob du da nicht schon langsam ein bisschen draus rausgewachsen bist. Uhrensöhne! Sonst zieht er sie halt ab. Ja, das Ja, stimmt. ist gut. Ist okay. Ihr sind 2 Hosen. So sieht es aus.